Servus alle zusammen. Schauen wir uns mal, dieses seltsame Gerät, das ist ein Ausgrabungswerkzeug. Mit dem Ding hat der Karl Dietl, einer der wichtigsten Burgenforscher Oberfrankens, damals in die 60er, 70er Jahre sehr viele mittelalterliche Burganlagen ausgegraben. Wir wollen heute mal schauen, ob wir denn vielleicht noch ein paar von den von ihm gefundenen Turmhügelanlagen finden können. Gucken wir mal. Schauen Sie mal da hinten, da können Sie schon wunderbar sehen, woher der Name Turmhügel überhaupt kommt. Nämlich von den künstlich angehäuften Hügeln, der ist da hinten noch gut erkennbar, auf dem sich früher ein meist aus Holz gebauter Turm befunden hat. Diese Turmhügelanlagen waren mit die ersten Befestigungsanlagen in der Region, die meistens so im 11. bis 12. Jahrhundert entlang der vielbefahrenen Straßen gebaut worden sind. Zusätzlich hat man sie dazu benutzt, um beispielsweise auch Kreuzungen, Furten oder Brücken abzusichern. Erst wenn man sich hier drin befindet, merkt man, wie gigantisch der Turmhügel eigentlich ist. Wir befinden uns hier im umlaufenden Graben und außenrum hat man dann auch noch einmal einen Wall gezogen, der zu allem Überfluss auch noch mit einer hölzernen Palisadenreihe ausgestattet gewesen ist. Der Turmhügel hier in Stockenroth ist, so hat Karl Dietl herausgefunden, wahrscheinlich schon im 15. oder spätestens im 16. Jahrhundert einfach aufgelassen worden. An seiner Stelle haben die Herren von Spanegg, ein sehr mächtiges Kleinadelsgeschlecht in Oberfranken, dann ein sehr prachtvolles Schloss errichtet. Auch von dem ist heutzutage leider so gut wie nichts mehr zu sehen, aber wir sind ja vorbereitet. Und deswegen habe ich eine Karte mitgebracht, auf der man sehr gut erkennen kann, wie diese Anlage früher ausgesehen hat. Man sieht darauf auf der einen Seite eben den bis heute existenten Kernhügel und ein bisschen links davon erkennen Sie, dass sich da noch einmal ein großes Plateau befunden hat. Höchstwahrscheinlich stand darauf das stolze Schloss Stockenroth. Es gibt die Erzählung, dass damals nach dem Abbruch des Stockenrother Schlosses 1762 sich die Leute aus den umliegenden Dörfern die ganzen Stark geholt haben, um dort mit ihrer Häuser zu bauen. Und das führt dazu, dass man, wenn heute ein altes Gebäude abgebrochen wird, teilweise noch diese aus dem Mittelalter stammenden Granitblöcke finden kann. Sie sehen schon, die Spuren der Geschichte, die sind eigentlich fast überall zu finden. Man muss nur genau hinschauen. Tatsächlich ist auch hier in Mechlenreuth im 12. Jahrhundert ein Turmhügel existent gewesen. Erst für die Turmhügelanlage da und nachher haben sich wie in einem Kreis außenrum die einzelnen Bauern niedergelassen, die nachher ihre Häuser gebaut haben. Diese Rundangerform von Mechlenreuth kann man tatsächlich bis heute wunderbar sehen. Der Turmhügel, der hier stand, wurde das letzte Mal 1533 urkundlich erwähnt und kurz darauf wird er noch wahrscheinlich schon eingegangen sein. Im 17. oder 18. Jahrhundert ist er noch schließlich komplett eingeebnet worden und aus dem umlaufenden Wassergraben, wo man schon früher Forellen und anderer Fischländer gehalten hat, ist noch ein groß angelegter Teich geworden. Das ist eben der, den Sie im Hintergrund sehen können. Und so ist am Ende aus unserem Turmhügel der Dorfteich geworden. Heutzutage sind allerdings keine Forellen mehr im Teich, sondern bloß nur Goldfisch. Nachdem wir uns jetzt hier in Mechlenreuth schon mal angeschaut haben, was aus einem Turmhügel werden kann, nämlich der Fischteich, wollen wir uns jetzt auch noch einmal angucken, wie so ein Turmhügel im Original ausgeschaut hat. Und dazu fahren wir in die Oberpfalz. Hier im Geschichtspark in Bernau wird Experimentalarchäologie betrieben. Hier baut man mittelalterliche Häuser nach und es gibt sogar die Rekonstruktion von einem Turmhügel. Spannend ist im Übrigen auch, dass sich neben diesen Turmhügelburgen relativ häufig Siedlungen etabliert hatten. Das kommt einfach daher, dass die Menschen, die dort oben ihren Dienst versehen haben, ja auch irgendwoher versorgt werden mussten. Diese frühen Siedlungen mussten meistens erst einmal frei gerodet werden. Und das kann man wunderbar an den bis heute erhaltenen Ortsnamen sehen. Endungen wie beispielsweise Grün, Reuth oder eben auch Rot deuten darauf hin, dass dort, bevor die Siedlung gebaut werden konnte, erst einmal Waldflächen gerodet werden mussten. Der Turmhügel hier im Geschichtspark, das ist ein frühmittelalterliches Modell. Das können Sie wunderbar daran sehen, dass es sich da dabei um einen runden Hügel handelt, während wir ja vorhin in Stockerow an viereckigen angeschaut haben. Die sind erst ein bisschen später gekommen.
wenn wir uns einmal umschauen, dann können wir feststellen, dass wir wahnsinnig weit in die Landschaft reingucken können. Und genau das war der Sinn von solchen Turmhügeln. Sie waren dazu da, die Landschaft zu bewachen und natürlich auch von weitem schon sehen zu können, wenn irgendeine Bedrohung aufmarschieren sollte. Und weil ich jetzt schon mal da bin, weil ich natürlich diesen wunderbaren Ausblick schnell noch ein bisschen genießen, wünsche Ihnen aber dabei einen schönen Nachmittag und sag Ade, bis zum nächsten Mal. Servus!